Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Stunde im Fach Deutsch. Heute werden die Schüler der 7. Klasse an einem Tag, naja, eigentlich in circa 20 Minuten durch ganz Europa reisen. Und das sind unsere heutigen Lernziele. Ihr nennt europäische Hauptstädte, ihr erkennt bekannte Sehenswürdigkeiten, ihr nennt die Himmelsrichtungen Nord, Süd, West und Ost. Ihr sucht und findet Informationen zu Minimundus im Internet und ihr plant eine Reise. A ovo su naši današnji odgojno-obrazovni ishodi. Imenovat ćete europske glavne gradove, prepoznat ćete poznate znamenitosti, koristit ćete strane svijeta, tražit ćete i pronaći informacije o Minimundusu na internetskoj stranici, te ćete uspjeti isplanirati putovanje. I danas vam treba bilježnica ili list papira i nešto zapisati. Osim toga vam trebaju slušalice i internetski pristup. Ukoliko ovu video lekciju pratite preko našeg YouTube kanala, tada sigurno već znate da ovu video lekciju kao i svaku drugu možete u bilo kojem trenutku zaustaviti kako biste prepisali nešto ili riješili zadatak. Auch heute braucht ihr ein Heft oder ein Blatt Papier und einen Stift zum Schreiben. Außerdem braucht ihr Kopfhörer und einen Internetzugang. Falls ihr dieses Video über unseren YouTube-Kanal verfolgt, wisst ihr sicherlich, dass ihr es jederzeit anhalten könnt und eine Pause machen könnt, um eine Aufgabe zu lösen oder um etwas abzuschreiben. Also starten wir jetzt mit unserer Reise durch Europa. Außerdem werdet ihr in dieser Videolektion verschiedene Symbole zu den verschiedenen Aufgaben sehen und damit ihr wisst, was zu tun ist, hier die Erklärung. U ovoj ćete video lekciji vidjeti nekoliko simbola ovisno o tipu zadataka. A kako biste znali što trebate raditi i u kojem zadatku, evo ovdje male legende. Glaubt ihr, es ist möglich, an einem Tag durch ganz Europa zu reisen? Na klar! Um sich in Europa zurechtzufinden, müssen wir wissen, wo welche Länder liegen. Und dazu brauchen wir unsere Himmelsrichtungen. Nord, Ost, Süd und West. Es gibt aber auch zwischen Nord, Ost, Süd und West weitere Himmelsrichtungen. Das ist Nordost, Südost, Nordwest und Südwest. Dakle, kako bismo se mogli snaći u Europi općenito, ali i u svijetu, moramo znati gdje nam se nalazi koja država. Ovdje će nam pomoći strane svijeta. Imamo sjever, istok, jug i zapad. Međutim, postoje i strane svijeta između sjevera, istoka, juga i zapada. Dakle, Nordost, sjeveroistok, Südost, jugoistok, Nordwest, sjeverozapad und Südwest, jugozapad. Wenn wir jetzt sagen wollen, wo welches Land liegt, benutzen wir folgende Ausdrücke. Im Norden, im Süden, im Westen oder im Osten. Das heißt, auf die Frage, wo liegt zum Beispiel Polen, können wir antworten, Polen liegt im Osten. Wo liegt Portugal oder Italien, Finnland, Russland oder Spanien? Gdje se nalaze ove države?
Kako bismo mogli točno reći na kojoj strani svijeta se nalaze ove države, potrebna nam je konstrukcija im, ispred strane svijeta. Sehr gut. Nachdem wir nun die Himmelsrichtungen kennen, können wir einen Schritt weitergehen und uns die Sehenswürdigkeiten anschauen. Nakon što smo sada naučili i ponovili strane svijeta, možemo ići korak dalje i pogledati sljedeće znamenitosti. Kennt ihr diese Sehenswürdigkeiten? Was ist das? Das ist die Tower Bridge. Sie ist in London. London liegt in England. Und was ist das für eine Sehenswürdigkeit? Das ist das Atomium. Es ist in Brüssel. Brüssel liegt in Belgien. Und diese Sehenswürdigkeit? Natürlich wisst ihr, dass dies der Eiffelturm ist. Der Eiffelturm, er steht in Paris. Das liegt in Frankreich. Und diese Sehenswürdigkeit? Das ist der Turm von Belem. Er ist in Lissabon. Das ist in Portugal. Und kennt ihr auch diese Sehenswürdigkeit? Das ist die Sagrada Familia. Sie befindet sich in Barcelona. Das liegt in Spanien. Und kennt ihr diese Sehenswürdigkeit? Na klar, das ist der schiefe Turm. Er steht in Pisa. Das ist in Italien. Kennt ihr noch eine Sehenswürdigkeit in Italien? Sehr gut. Natürlich kennt ihr auch das Kolosseum. Es steht in Rom. Auch das ist in Italien. Und wisst ihr, was das ist? Das ist der Petersdom mit dem Petersplatz. Er ist im Vatikan. Und das hier? Das ist der Parthenon. Er ist in Athen. Das liegt in Griechenland. Und kennt ihr diese Brücke? Richtig. Das ist die alte Brücke in Mostar. Das liegt in Bosnien-Herzegowina. Und diese Sehenswürdigkeit? Natürlich habt ihr es sofort erkannt. Das ist die Markuskirche in Zagreb. Und kennt ihr auch das hier? Es ist nicht einfach, aber es ist die Matthiaskirche und die Fischerbastei in Budapest. Budapest ist die Hauptstadt von Ungarn. Und diese Kirche hier, kennt ihr sie? Das ist der Stephansdom. Er befindet sich in Wien. Und Wien liegt in Österreich. Und kennt ihr diese Sehenswürdigkeit? Ich bin mir sicher, dass ihr sie schon einmal gesehen habt. Es ist natürlich das Brandenburger Tor in Berlin.
Und diese Sehenswürdigkeit befindet sich in Polen. Es ist das Königsschloss in Warschau. Und Warschau ist die Hauptstadt von Polen. Und diese Sehenswürdigkeit habt ihr bestimmt auch schon einmal gesehen. Es handelt sich um die Basiliuskathedrale in Moskau. Moskau ist die Hauptstadt von Russland. Nach dieser kurzen Einleitung folgt schon eure erste Online-Aufgabe. Wie heißen die Hauptstädte? Nakon ovog kratkog uvoda slijedi vaš prvi online zadatak. Ovdje možete zaustaviti video zapis kako biste prepisali stranicu i kako biste riješili zadatak. bit.ly Europa 1, 2, 3, 4. Morate pronaći par, europske države i glavnog grada. Kad riješite zadatak, možete se opet vratiti ovoj video lekciji. Ich habe euch zwar gesagt, dass wir in 20 Minuten durch Europa fahren, aber das habe ich damit nicht gemeint. Ich werde euch zeigen, wie ihr in nur einem Tag all diese Sehenswürdigkeiten besichtigen und sehen könnt. Rekla sam na početku ove video lekcije da ćemo u otprilike 20 minuta proći kroz cijelu Europu. Međutim, pritom nisam mislila na ove slike o znamenitostima koje sam vam malo prije pokazala. Pokazat ću vam sada kako u samo jednom danu možete uživo vidjeti sve te znamenitosti i posjetiti. Pritom ne morate ni proći kroz cijelu Europu. Es genügt, wenn wir nach Minimundus fahren. Wie? Ihr kennt Minimundus nicht? Na dann wird es höchste Zeit, dass ihr diese Welt kennenlernt. Minimundus. Das liegt in Österreich, in Kärnten, am schönen Wörthersee. Der Name Minimundus kommt aus dem Lateinischen mini, klein und mundus, die Welt. Also ist Minimundus übersetzt die kleine Welt. Prijevod riječi minimundus dolazi iz latinskog, pa bismo mogli prevesti kao svijet u malom. In Minimundus könnt ihr viele Sehenswürdigkeiten aus fast ganz Europa sehen. So könnt ihr in nur einem Tag in London, Paris, Lissabon, Berlin, Wien, Budapest, Pisa oder Athen sein. Ihr glaubt es mir nicht? Na dann schaut euch folgende Bilder an. Das ist die Tower Bridge, die in London steht. Und hier ist zum Beispiel das Atomium in Brüssel, der Stephansdom in Wien und die Alte Brücke in Mostar. Natürlich könnt ihr in Minimundus auch das Brandenburger Tor in Berlin besichtigen. Und das teuerste Modell in Minimundus ist der Petersdom. Es hat 6 Jahre gedauert, bis er fertig war. Auf den Bildern könnt ihr rechts das Original sehen und links die Miniatur in Minimundus. Und hier ist eure nächste Aufgabe. Geht auf die Seite www.minimundus.at und versucht, folgende Informationen zu finden. Vaš je sljedeći zadatak pronaći odgovore na sljedeća pitanja i to na stranici www.minimundus.at, a pitanja glase:
Wie viele Modelle gibt es im Park? Wann wurde der Park eröffnet? Wie viele Besucher hat der Park? Wie groß sind die Modelle? Und wie teuer ist der Eintritt? Ovdje možete zaustaviti video lekciju kako biste mogli proučiti stranicu minimundus.at i kako biste na web stranici mogli pronaći točne odgovore. Nakon toga se opet možete vratiti ovoj video lekciji. Und hier sind die Antworten. Was ist Minimundus? Minimundus ist ein Freizeitpark am Wörthersee in Klagenfurt in Österreich. Wie viele Modelle gibt es dort? Dort sind ca. 150 Miniaturmodelle von bekannten Bauwerken aus der ganzen Welt. Wann wurde Minimundus eröffnet? Der Freizeitpark wurde 1958 eröffnet. Wie viele Besucher hat Minimundus? Seit der Eröffnung hat Minimundus über 15 Millionen Besucher. Wie groß sind die Modelle? Die Modelle sind in einem Maßstab ca. 1 zu 25. Das heißt, 1 cm im Modell sind 25 cm im Original. Und wie teuer ist der Eintritt? Der Eintritt kostet 15 € für Erwachsene und 8,50 € für Kinder von 6 bis 15. Lest euch nun folgenden Text durch. Wohin geht's? Ich finde, dass Spanien sehr schön ist. Spanien liegt im Süden von Europa. Die Hauptstadt von Spanien ist Madrid. Madrid hat viele Sehenswürdigkeiten. Das Fußballstadion Estadio Santiago Bernabéu, viele Museen und den Palast Palacio Real. Mir gefällt das Stadion, weil ich ein totaler Fußballfan bin. Und hier ist noch eine Aufgabe für euch. Plant eine Reise für eure Klasse und schreibt die Sätze in euer Heft. Ihr müsst dabei ein Land beschreiben, sagen, wo sich das Land befindet, also im Norden, im Süden, im Westen oder im Osten. Ihr müsst eine Sehenswürdigkeit aus diesem Land nennen und ihr müsst sagen, warum ihr dieses Land gewählt habt und ihr müsst in diesem Satz weil oder das verwenden. Dakle, vaš sljedeći zadatak je da ćete isplanirati jedno putovanje za vaš razred. I te rečenice ćete napisati u vaše bilježnice. U vašem opisu morate opisati jednu državu, morate reći gdje se nalazi ta država i pritom koristiti strane svijeta. Zatim morate imenovati i opisati barem jednu znamenitost iz te države i reći zašto ste baš tu državu izabrali i pritom koristiti ili veznik weil ili veznik das. I ovdje možete zaustaviti video zapis kako biste rečenice mogli napisati u vaše bilježnice. A evo kako vaše rečenice mogu izgledati. Mein Reiseplan? Italien. Ich finde, dass Italien sehr schön ist. Italien ist oder Italien liegt im Süden von Europa. In Italien gibt es viele Sehenswürdigkeiten. Mir gefällt das Kolosseum, weil es so alt ist und das größte Amphitheater der Welt ist.
Ovo je bio primjer kako mogu izgledati vaše rečenice. Vi ćete dakle izabrati jednu europsku državu i opisati ju prema smjernicama s prethodnog slajda. Vaše rečenice možete poslati vašim nastavnicima iz njemačkog jezika koji će ih pregledati i ispraviti. Međutim, prije nego što ih pošaljete nastavnicima, provjerite da li ste obuhvatili sve smjernice. Jeste li opisali jednu državu? Jeste li naveli na kojoj strani svijeta se nalazi država? Jeste li naveli najmanje jednu znamenitost u toj državi? I jeste li u vašim rečenicama koristili veznike weil i das i u tim rečenicama glagol stavili na zadnje mjesto? I s ovom smo tablicom stigli do kraja naše današnje video lekcije u kojoj smo u evo 20 minuta uspjeli obići cijelu Europu. Nadam se da ćete jednom imati priliku posjetiti Minimundus i uživo vidjeti sve bitne europske znamenitosti. Lijepi pozdrav!